Bonjour Leiit fir en neue Missionioun e Blick op Europa. Dës woch hummer zu Straßburg zwo Decisionen ze treffen, die e bëssen am méi Bereich ginn, dat hicht an den Transportsektor. Dat deint ass den EMIS. EMIS ass am Fong en politischen Komitee, de man gegrënnt hunn. Di wëst dat ma 20 Definitivkomiteen hunn, die permanent runm Dauer Tagen, dat sinn engerseits Landwirtschaft, Transport, Haushalt, Environnement, Santé, all die Bereicher. An dann grënne ma heinz do een, den zu engem aktuelle Sujet Stellung hëlt, an dat ass den EMIS, an dat ass am Hiblick gewircht demos op den Ofgasskandal vun besonnech ënner Dieselskandal oder besonnech bekannt ënner VW-Skandal. An den EMIS-Komitee den huet sich dann lo no engem Joer, no 6 Meint hat mar en Zwischenrapport gemacht, an no engem Joer huet den lo en definitive Rapport gemacht, an de gëtt wie gesot dësfach zu Straßburg aufgestimmt. An do sinn eng Party Sachen op Tapet kommen, die an der Vergangenheet net gut gelaf sinn, net richtig gelaf sinn. An geht jo drëm fir engerseits fir Sachen opzedecken, wie ich gesot hunn, die net gut gelaf sinn, andererseits awer fir Pisten opzezeechnen, wie en dann Zukunft kéint besser mat. An den zweeten Sujet, dat ass wie en iwwer zu so enger Homologationun kënnt, dat hecht wenig kann een oder ënner wéi engen ëmstellen mat watwenge Prozeduren kann een so ein Auto, so ein Motto oder wie auch immer, dat ass jo net nëmmen de Motto, méi dat geht sämtlech Accessoire vun engem Auto, wie krit en dat homologéiert, wie krit en dat op de Mäert bruecht mat der richtiger Zertifizierung, mat der richtige Unerkennung. An dann dem Moment, wo en op de Mäert bringt, wann et an engem Land unerkannt ginn ass vun der Europäische Union, gëldet am Fong fir d Gesamteuropäesche Union. An dat ass de Sujet gewircht vun denen zwee Komiteen an dat ass am Fongelo bësse fir ze kucken. Ich komme enkerig op den Ofgasskandal, wen wost wat, wie war do responsabel, wen huet sich do net dun Spielregel gehalen an se Fiun. Dat heecht mi hunn am Parlament hat am Fong 47 so Unheierungen, wo mat Leiit komme gelos hunn, wo man mat hin diskutiert hunn, wo man gesot hunn lauschten moll erklärt eise moll, wat war demos Roll, wat huet gemerk, wat huet net gemerk, wieso ass et am Fong zu dem Skandal kom. An dat wären am Fong 3 gros Gruppe vu Leiit, dat wären responsabel vun den Homologationsstellen an den einzelnen Länder, dat zweet dat wären am Fong freier Transportministeren oder Kommissären vun den Transportministeren. An der dritt dat wären noch Vertreter aus der Automobilindustrie. An doaus hummer is wie gesot e Bild gemer, hunn alles ënner Club geholl an och zu Lützeburg muss ich so hun mir fir verschieden Automobilproduzenten hun mir och Homologationen ausstalt. An do ass och neicht anormales am Fong opgefallen. Fir wär ass näicht anormales opgefallen, maar dat huet bësse am Reglement ze dinn, dat heecht do wären an dem Reglement wären eng Party Lücken, do wären eng Party Onkloheeten, an do huet och keen so richtig Versicht an Dave ze goen fir bësse méi rauszufannen, dat heecht dat sich engerseits uns Reglement gehalle ginn, a wann dat Reglement erfüllt ginn ass, dann ass eng Homologationun eng Genehmigung am Fong ausgestat ginn. An Zukunft dorems gehtet jo, dat hecht die illegalen Machenschaften, well an der Zwischenzeit wëssen wir jo, dat die Automobilkonstrukteuren die Lücken ausgenutzt hunn, an die dann dazu gefauert hunn zu Machenschaften, die Prokureuren Staatsanwaltschaft muss prüfen, ob dat illegal war, an eisen ass dat illegal gewircht, dat hecht sie hundo fir getäuscht bei den jeweiligen Testen, wie wann den Auto Prüfstand wär. An der Realität huet den awer dem Moment ganz ennner Werte ugewiesen. Also Techt dat gëtt jo wie gesot as se läfend verfäre, wat jo nach gepréft gët, wat jo nach verfolleg gët, an dofir kann en zum heitchen Zeitpunkt dollar näicht genaues doaus soen. Dat awer so, dat den ka soen, dat dat Reglement engerseits muss verbessert ginn, dat Teech mir mussssen unbedingt richtig Realitätstester kreien, dat hiech net nëmmen Briefstand, méi so wieet wirklich am normalen
Gebrauch d'Ofgas sinn, das dat echt. An zweitens muss ich noch gucken, wie kann dat an Zukunft präwen. Und ich meine, da ist das Parlament ganz klar auf dem Weg, für zu sagen, sowohl die Kommission wie auch die Memberstaaten sind ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, haben ein bisschen durch die Finger geguckt, haben das nicht so genau suiviert, haben der Industrie freie Lauf gelassen. Und das ist am Anfang der Weg, für zu sagen, es muss in Zukunft besser gehen, weil aber immer noch ganz viel Aufgasen ausgestoßen gehen. Und das in Zukunft nicht mehr kontrolliert gehen, das heißt, in Zukunft muss besser kontrolliert gehen. Und wenn ich sie besser kontrolliert, dann ist das am Anfang auf europäischem Niveau zu verlagern, für das eine europäische Entität gegründet wird, die das in Zukunft wird kontrollieren. Nicht nur wird kontrollieren, aber drin steht ja dann auch Sanktionen. Das heißt, muss ich auch auf den Weg gehen, wenn etwas nicht angehalten wird, muss ich auch keine Sanktionen ausschwätzen. Auch dafür das Parlament sich, wie gesagt, ausgeschwätzt. Und das Dritte, das ist natürlich auch die Finanzierung von dem Ganzen. Bislang ist es so gewesen, es wäre Business und Unternehmen, die Automobilproduzenten haben am Anfang bezahlt, wir können die Genehmigungen zu kriegen. Das ist zumindest zweifelhaft. In der Zukunft soll es besser gehen. Das heißt, in Zukunft soll es so sein, dass die Automobilindustrie beim Staat, bei den einzelnen nationalen Entitäten den Mann stellt, auch da etwas muss bezahlen. Und der Staat selber, die Entität selber, die Kontrollinstanz selber, soll dann einen technischen Service ausstellen, für das in Zukunft zu machen. Das ist, wie gesagt, ein Sujet, den diese Woche heute in Straßburg ganz aktuell ist. EMIS, der Rapport wird aufgestimmt gehen. Und wir hoffen dann natürlich, wir treten dann an Diskussionen mit der Kommission, am Conseil treten wir an, für, wie gesagt, da in Zukunft etwas auf Beine zu kriegen, was hieb- und stichfest ist, was dann noch wirklich die Straße hält, aber was dann noch besser ist, vis-à-vis von dem, was wir haben. Den zweiten Sujet, das ist am Anfang, wie ich gesagt habe, das heißt die Typengenehmigung, wenig kriegen, ist eine Homologation. Und da soll in Zukunft, da haben wir eine Direktiv, CARS 2020, und die soll in Zukunft auch verbessert gehen. Das heißt, die Kommission soll auch da mehr Pouvoir kriegen, die Tests, wo ich vorher gesagt habe, die im Prüfstand gemacht gehen, die dann noch mit allen möglichen Schikanen, wo sie wirklich gut Werte erreicht haben, mit extra Pneuen, mit allen möglichen Luftkanälen zugepasst, für das wirklich nicht mehr die Bestwerte soll ergehen. Bestmögliche klimatische Bedingungen und so weiter. Das soll vergessen gehen, das soll in Zukunft auf der Realität geschafft gehen. Das wird man wirklich da draußen am Alltag erleben, wie klimatische Bedingungen sind und so weiter. Das soll dann auch können natürlich am Alltag auch kontrolliert gehen. Und darum geht es, das heißt, es soll in Zukunft können regelmäßig real bezogen RDE, das heißt Real Drive Emission, das heißt, das soll klar und deutlich getestet gehen, wie es am normalen Fuhrgebrauch auch dem Moment durchgestaltet wird. Die Finanzierung ist schon gesagt, in Zukunft soll das auch mehr transparent gehen, es soll mehr bezünden gehen, das heißt, ob wirklich, dass alle Produzenten auch bezahlt und nicht dem, wo Fred für eine Homologation zu kriegen, aber da wirklich, wo der Staat responsabel ist oder die Entität responsabel ist, für die Homologationen auszustellen. Das ist so, dass das verlangt, und ihr spürt das schon ein bisschen aus meinen Ausführungen, das heißt, das verlangt mehr Europa, und da gehen Meinungen ein bisschen auseinander. Das heißt, die Leute, die immer mehr Europa verlangen, wir verlangen an dieser Sache immer mehr Europa, und da geht es sogar so ein bisschen mehr weit. Und ich will auch mit der Absicht mehr weit gehen, für eine richtig europäische Straßenagentur zu fördern. Für was eine europäische Straßenagentur mal erstens, weil wir eine Partie, wir haben an der Aviation, wir haben am Schienenverkehr haben wir europäische Agenturen, und die machen eine ganz gute Arbeit, das heißt, die kontrollieren das europäische Regelwerk, sie erstellen das Werk und sie kontrollieren es, und sie bringen am Anfang fertig, für alles Sujet zu trätieren und auf Müssel hinzuweisen und so weiter, Lesungen vorzuschlagen. Und das verlangen wir auch von einer europäischen Straßenagentur. Das tut, wie gesagt, im Moment noch nicht so, das gesagt noch nicht so klar, ob das eine Majorität kriegt, ob wir in Richtung von einer europäischen Straßenagentur gehen.
Den Präsident vun der Kommission de Jean-Claude Juncker huet a letzter Zeit so eng Äußerung gemacht, wo noch gesot huet, kennt sich vorstellen, dat dat eng gut Initiativ wär, das ze begréissen. Ich meine, da sind in der Zwischenzeit immer mehr Leute, politische Fraktionen, aber auch Länder, die mat op de Weg gehen, die so eng Agence geif Sinn machen. Für was Sinn machen, das ist meine Absicht schon mir lange, wie ich das heißt. Wir haben am Strassenverkehr immens viele Probleme. Ich fange nun bei der Strassenverkehrssicherheit. Das ist ein Sujet, wo aber nach all Tag 70 Leute ums Leben kommen, wo wir pro Jahr 135.000 Schwerverletzte haben. Wir haben eine Definition mit klaren Chiffren, haben wir noch nicht. Das muss noch kein Ziel, wir wissen noch nicht wohin. Das sind alles Sachen, die eine Agence an den Griff kriegen. Wir haben aber auch die ganzen Sozialvorschriften. Das heißt, wir haben hohe Lenkzeiten von den Kamionen, von den Chauffeuren, vom Kamion. Das heißt, das muss in Zukunft viel mehr streng kontrolliert gehen, das muss auch sanktioniert gehen. Da geht es von Land zu Land nach großen Unterschieden. Da geht es auch so, dass an einem Land muss ich für Vergehen X bezahlen, in einem anderen Land für dasselbe Vergehen muss ich viel mehr bezahlen. Alles das muss koordiniert gehen. Wir haben auch so die Qualifikation von den Chauffeuren, etwas, wo wir neu darüber schwätzen. Das heißt in Zukunft die Unerkennung von der Qualifikation, von den Führerscheinen, von der Bildung, von der Weiterbildung, was so Chauffeur, das ist ja etwas ganz Kompliziertes. Das geht ja um Kleidung, um Sicherheit, das geht um Fuhren, das geht um ökonomisch Fuhren und so weiter. Das heißt, das ist ja alles mehr kompliziert, wie das noch an der Zeit war. Das heißt, für das alles zusammenzufassen, gibt an Mengen an so eine Agence absolut Sinn machen. Und dafür bin ich froh, dass wir, wie gesagt, in die Richtung auch hier im Parlament gehen. Zwar nicht alle Fraktionen, aber den einen oder anderen zieht da mit. Und ich werde meine Initiative, mein Ansatz werde ich auch nicht unterbrechen. Ich werde in Zukunft für so eine europäische Strassenagentur schaffen. Vielleicht noch zwei Wörter zu den Zahlen von den Verkehrsopfern. Ich hatte schon darauf hingewiesen, wir haben ein Ziel, für das bis 2020 Talschicht draufzusetzen. Das ist ein absolut ehrenwertes Ziel. Wir schaffen dort drin, aber wenn ihr die letzten Zahlen guckt, dann gehen zwar Zahlen drauf, das muss ich fairerweise anerkennen, dass die Memberstädte machen immens erfahren. Zahlen geht drauf. Die letzten 2015 bis waren 600 todesche Männer, das sind 2%. Das ist noch nicht schrecklich. Wenn man da guckt, von 2010 bis 2015 sind da 6.000 Männer, und das sind aber schon 19%. Das heißt, an der Hinsicht sind wir richtigen Weg. Wenn noch verschiedene Länder manche Zahlen leicht abgegangen sind, mit einem europäischen Vergleich gehen sie aber rauf. Für was gehen sie rauf? Das ist, weil auch eine ganze Partie Leute op die Mobilität zurückgreifen. Das heißt, sie fuhren mehr Velo, sie gehen mehr zu Fuß. Und das ist den Vulnerablen, den am meisten eigentlich Gefahr ist, für einen Accident zu erleben, so nicht einmal. Und da muss man noch darüber schaffen, dass das besonders am innerstädtischen Verkehr Autobunden machen 8% aus. Wir mengen immer, bon, da geht relativ schnell gefahren. Viel Kamion und so weiter, aber das sind 8%. An der ländlichen Gegend sind es an die 40%. An den innerstädtischen Betrieb sind an die 50%. Das heißt, da bleibt noch viel zu machen und da muss man das doch packen. In Zukunft wird die Automobilindustrie, die ganze Mobilität, wird sich auf zwei Bereiche, wo ich sicher nach mehr wie immer dort zu Schwätze kommen, zwei große Bereiche werden sich fokussieren. Das ist einerseits die Umwelt, alles was Dekarbonisierung ist, alles was Umweltverschmutzung, CO2-Emissionen reduzieren, mehr in Richtung elektrische Energie, sie wird Velo, sie wird Autoen. Auf der anderen Seite aber auch alles, was Digitalisierung ist, das heißt, wir schwätzen von autonomen Fuhren, das ist aber nach Zukunftsmusik, wir schwätzen aber ganz konkret von Fahrerassistenzsystemen, das heißt, alles System, was entwickelt wird, was dem Chauffeur direkt hilft, wie zum Beispiel die Spur halten, wie zum Beispiel den Abstand halten, das heißt, alles das sind aber Zukunft automatisch Bremsen an die Führung, Warnsysteme, all die Sensoren, die da angebaut sind an den Auto, das ist Zukunftsmusik. Immer mal darüber denken, für das wirklich vom selber fährt.
automatisch parken und so weiter. Das ist heute alles kein Problem mehr. Und das werden, wie gesagt, die zwei großen Bereiche, wo ich auch demnächst am Transport mehr intensiv nach darauf schaffen. Dat vun Hai wie gesot die Woche zu Straßburg wär is dummer da gut ausgefüllt sinn, nief den aktuelle Sujet natierlech. Mir ha sinn zwei Dossier, wo ich ganz konkret die Lächmeint a Wochen drop geschafft. Vielmals Merci fir d Nokucken bis die nächste Woche.